wieder zu Wort. Wie versprochen geht unsere Reise in Italien weiter. Da waren wir natürlich auch tatsächlich und sind hingefahren. Ganz lustig, zuerst relativ breite Straßen, hübsche Gegend, viel Seen und so weiter. Und danach dann eher winzige Straßen, viele Berge natürlich. Ja, nichts mehr von, ja gut, schon irgendwie hübsch, aber halt winzig, eher winzig. Ja, der erste Lagerplatz war an einem See. Ich glaube, da hätten wir auch nicht so ganz parken bleiben dürfen, übernachten dürfen, oder? Ich glaube nicht, aber ist ja egal. Kam ja keiner. Es kam keine, außerdem war da noch ein weiteres deutsches Wohnmobil schon vor uns gestanden. Von daher sind wir da tatsächlich stehen geblieben, haben unser Lager aufgeschlagen und haben erstmal was gegessen. Weißt du noch, was es Leckeres gab? Kartoffelbrei mit Sauerkraut und Bratwurst. Jawohl, auf unsere, wie heißt das Topf nochmal? Feuertopf. Feuertopf, ja genau. Würstchen von da drin oder generell das Essen von da drin ist einfach nur genial. Also wer so eine Feuerstelle daheim hat, echt nur zu empfehlen. Ja, nach dem Essen sind wir wandern, nee Quatsch, wandern kann man es nicht nennen, spazieren gegangen. Wir sind mit Hunden spazieren gegangen. Wir haben eine Kneipptour gemacht. Das war nämlich die See von den Herrn Kneipp. Allerdings, naja, nicht komplett eine Tour, sondern Ja. ein Teil davon. Ein Teil davon. Ja, erste, was wir auf diesem Wege gesehen haben, war eine Riesenweide mit, alles immer noch am See, ne? Riesenweide mit vielen Kühen und die hatten alle Glocken um, wirklich alle. Ob es denen wohl nicht auf den Keks geht, also mich würde es total nerven, wenn irgendwas an mein Ohr ständig klingelt. Ja, dann nach einer kleinen Pause da an dem See haben wir die Kühe angeschaut. Nach einer kleinen Pause sind wir weitergelaufen und haben einen Spielplatz gefunden. Das war, wie es nachher zu sehen war, privat. Hätten wir eigentlich da nicht sein dürfen. Aber du hast es trotzdem ausgenutzt. Was hast du gemacht, währenddessen ich getobt habe? Dieses Seilrutschen-Ding ausprobiert, keine Ahnung. Und du hast Feuerholz gesammelt. Und ich habe Feuerholz gesammelt, ja. Wenn schon, denn schon. Ein bisschen Holz auch noch mitklauen. Dürfen eh nicht stehen, aber hey, lass mal ein bisschen Holz mit. Nee. Ja, es war ja echt nicht viel und alles trocken und haben mir nichts abgebrochen oder so, sondern alles mit Boden aufgesammelt. Kann wohl nicht so schlimm sein. Gut, danach sind wir weitergefahren, hoch in den Bergen und haben tatsächlich, also, weißt du noch, wie hoch wir da waren? Nee. Ja, waren wir aber schon sehr weit oben, weil es war da deutlich kälter. Ich musste auf jeden Fall Pulli anziehen, weil sonst hatte ich die ganze Fahrt möglichst wenig an. Aber es war echt saukalt da draußen. Und auch kein Wunder, es war Schnee vorzufinden, konnte man anfassen. Jo, dann, wo sind wir als nächstes hingefahren? An einen Campingplatz? Ach ja. Ein Campingplatz an der See. Am Comer See meinst du? Wie hieß der See? Comer See in Italien meinst du den? Ja, den meine ich. Da waren wir 2 Nächte, ne? 3. 3 Nächte waren wir da. Genau. Eigentlich wollten wir zu einem anderen Campingplatz direkt nebendran, aber es waren ja Millionen, also okay, ist nicht so viele, aber auf jeden Fall sehr viele Campingplätze nebeneinander. Und ja, da war es dann halt eher so, okay, hier reinfahren, welches jetzt? Haben wir einfach irgendeins genommen, haben halt auch noch den Namen falsch im Sinn gehabt irgendwie. Im Nachhinein glaube ich gar nicht so schlecht. Also klar haben wir zwischendurch gedacht, hätten wir doch lieber den anderen genommen, aber ich glaube, es war gar nicht so schlecht, weil wir hatten immerhin einen grünen Fleck, wo wir standen. Die Nachbarn mussten teilweise schon auf dem Parkplatz ihr Camp aufschlagen und das hätte ich halt nicht haben wollen. Gerade mit den Hunden ist so ein grüner Fleck dann doch mal ein bisschen sinniger. Jo, zuerst haben wir Wäsche gemacht, weil innerhalb von dieser kurzen Zeit hat man dann doch relativ viel Wäsche zu waschen und ja, allerdings nicht mit
eine Waschmaschine, wie man das so vom Campingplatz vorstellt, sondern, wie heißt das Ding? Waschbeutel. Waschbeutel, okay. Wir haben so einen Waschbeutel uns besorgt und ja, damit haben wir tatsächlich Wäsche gemacht. Und sogar die Blutflecken von deinem Fauxpas sind rausgegangen. Von daher, alles gut. Hat geklappt. Jo. Genau, dann natürlich abends sind wir mit Hunden lang gelaufen an der Promenade, ne? Ja. Ja, der Promenade hat auch ein kleinen Defekt sozusagen, was man nicht ausschalten kann. Weißt du noch? Da waren ganz viele Hunde. Ja. Die haben uns schon genervt, da unsere zwei ja nicht so chillig voneinander vorbeigehen. Das üben wir noch. Ja, bestens für Begegnungstrainings geeignet. Im Endeffekt sah unsere Begegnungstraining so aus. Wir sind einfach an den See gelaufen, haben den Hunden ein Stöckchen zum Gang gegeben und haben gewartet, bis sie alle vorbei sind. Oder? Ja. Sah so aus, ne? Genau. Gut, an den nächsten Tag sind wir... Wandern waren wir in dem Ort nicht, ne? Nee. Nee. Sind wir dann gleich zum Italiener, wie schon erwartet, da wollte ich unbedingt hin. Kannst du uns mal ein bisschen mehr von den netten Italienerbesuch erzählen? Ja, also das war in einem sehr kleinen Bergdorf in Italien, so ein richtiges kleines italienisches Restaurant mit nur 3 Tischen. War sehr gemütlich darin eigentlich, nur Einheimische drin. Das Essen war auch super lecker. Auch die ganzen Leute drin waren super nett, die haben die Hunde total toll gefunden. Sie haben von den Koch sogar Leckerlis bekommen und haben sich von den anderen Gästen streicheln lassen. Also es war echt sehr schön da drin. Ja, vor allem auch, also die Hunde haben sich sogar unheimlich gut benommen dafür, dass wir jetzt nicht so oft mit den Hunden bisher im Restaurant waren. Also mich hat es echt gewundert. Also gut, die Tzatziki kennt das ja schon, die Riley halt eben nicht und die hat sich trotzdem auf ihre Ruhedecke da einfach mal hingelegt und ja, klar, ist sie immer aufgestanden, vor allem wenn die Leute vorbeigegangen sind und sie streicheln wollten, aber sonst hat sie die ganze Zeit, wo wir gegessen haben, einfach gelegen und das war einfach super toll. Ja, genau, ja, der Koch hat Leckerlis gegeben, das fand ich auch voll süß. Ich habe die ganze Zeit sowieso schon die Hunde brav gefüttert sozusagen, weil sie so brav waren und dann kamen sie auch noch, dürfen sie welche? Ach, voll süß, echt. Ja, und natürlich habe ich Tiramisu ausprobiert, weil ich wissen wollte, ob das jetzt tatsächlich so schmeckt, wie man so von Aldi oder Lidl verpackte Tiramisu so kennt. Nein, zumindest meiner nicht. Meiner waren eher so, wie ich das mache, und zwar relativ süß, kaum Kaffee- oder Alkoholgeschmack vorzufinden. Also, ich fand's lecker, ich find's super und ich mache weiterhin so mein Tiramisu, wie ich das mache. Ne? Ich hab's ja probiert, keine Ahnung. Aber mein Tiramisu findest du gut, oder? Ja. Das muss er sagen. Also, gut, dann sind wir weitergefahren. Natürlich wieder in den Bergen, logischerweise. In Italien gibt es ja kaum Flachland. Also gibt schon, aber da waren wir nicht. Oder halt kaum. Gut, Wanderung. Wo war das? Weißt du noch, wie der Bergort da hieß? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir fahren einfach durch die Landschaft. Wir schauen einfach nur die Landschaft an. Die Namen sind egal. Wenn ein paar Namen fallen, ist es ja Zufall. Gut, wir wissen nicht, wie der Berg hieß, aber wir waren da. War schön natürlich. Also die Berge können schon durchaus schön sein, wenn man nicht unbedingt wandern muss. Aber das haben wir natürlich getan, wie immer. Singt er mich dazu? Ja. Ja, genau. Ja, also die Hunde haben da auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Wir haben gehofft, dass es ein Rundweg ist. Allerdings nach 3/4 Stunde in die Tiefe zu laufen, haben wir dann doch gedacht, nee, laufen wir lieber zurück, weil wir müssen ja eh den ganzen Weg wieder hoch. Genau. Dreiviertel Stunde runter ist nichts, 3/4 Stunde hoch. Ein Sportprogramm. Ja, für die Hunde und ihm nicht, für mich. Gut, da haben wir auch übernachtet. War auch eher nicht erlaubt, glaube ich. Nö.
Hat aber anscheinend keinen gestört, weil... Wir waren aber auch so versteckt, dass man uns von der Straße aus nicht gesehen hat. Nee. Erst früh hat der Typ mit der Sense uns entdeckt. Ja, aber der hat einfach Guten Morgen gesagt und ist weitergelaufen. Also Da waren wir eh schon am Zusammenpacken, Ja. waren wir eh schon fast fertig, wollten eh schon los. Und ja. Aber wäre ein paar Stunden früher gekommen, hätte er uns schön brav geweckt mit seiner Sense. Oh, mir fällt gerade was Interessantes ein. In diesem Ort, wo wir da geschlafen haben, da haben wir doch nachts irgendwie komische Geräusche gehört. Weißt du noch? Hast du so tief geschlafen, du hast nicht gehört, oder was? Willst du mich verarschen? Es war ewig laut, es hat sich... Ich weiß nicht, was das war. Also ich bilde mir ein, es könnten eventuell Wildschweine gewesen sein. kann gut sein, wir waren sehr tief in der Natur. Von daher. Also ich... War ja auch Jagdgebiet nebendran, da war vorher Ja. mal ein Schild. Oder Ja, so. genau, stimmt, das war so ein Jagdgebiet, also es könnte sehr gut irgendwie Wildsaugeräusch gewesen sein. Auf jeden Fall, es war schon ein bisschen gruselig, aber immerhin ist unser Dachzelt logischerweise oben, also können sie uns, ja, außer sie rammen unsere Treppe ein, können sie uns nicht haben, können sie uns nicht verspeisen. Jo, was haben wir noch? Ja, das war auch so ziemlich der Schlussstrich für Italien. Ne? Da sind wir ja weiter Richtung Frankreich gefahren. Ja. Ganz viel französische Outback kennengelernt. Hier, schaut euch ein bisschen französische Outback an. Ja, dann sind wir, nachdem wir ganz viel französische Outback gesehen haben, in einem geschlossenen Skigebiet angekommen und da haben wir tatsächlich auch übernachtet. Es war kalt. Es war kalt, arschkalt, aber es war auch was Schönes dran, nämlich nach dem Essen, nach dem sehr langen Kochen, sehr langen Kochen, haben wir tatsächlich einen wunderschönen Sonnenuntergang gelebt. Das könnt ihr wahrscheinlich auch selbst sehen, ist echt super schön da gewesen. Ja. Das Wolfsgeheul die ganze Nacht durch. Ja, Sehr irgendwie, schön. irgendwie haben wir echt sehr viel Tiergeräusche gehabt in Italien und Frankreich. Wobei tatsächlich frühs haben die dann ja auch noch geheult. Ja. Und da habe ich mich echt gefragt, waren das wirklich Wölfe oder einfach ein Rudel Hunde, die tatsächlich heulen? Weil teilweise hat es echt so ein bisschen Mischmasch aus Bellen und Heulen angehört. Also ob das tatsächlich Wölfe waren, kann ich nicht unterschreiben. Also ich glaube eher, dass die Wölfe geheult haben und der Hund hat zurückgebellt. Aber naja. Wir lassen es offen. Ihr könnt es euch einfach mal selbst das Bild ausmalen, wie Sie wollen. Jo, genau. Dann natürlich wieder das wunderbare französische Outback genossen. Ganz viel davon. Bis wir endlich an Grotte de Moyer angekommen sind. Ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ist jetzt auch egal. Ich spreche nicht Französisch, ich habe es nie gelernt. Oder, 5 Wochen, aber nicht so, dass ich jetzt wirklich alles aussprechen könnte wie ein Franzose. Von daher, das verzeiht ihr mir einfach. Ja. Da war es noch relativ regnerisch, als wir angekommen haben. Also, ja, haben wir uns dazu erstmal entschieden, noch nicht unbedingt die Grotten anzuschauen. Ja, haben
da gekocht. Ja. Ja, Hammer. mit Gaskocher. Weißt du noch, was wir gekocht haben? Auch Steak gegessen, oder? Mit Reispfanne. Mit Reispfanne, ja. Mit Reispfanne. Hat aber gut geschmeckt. Ja, auf jeden Fall. Aber generell, also hauptsächlich wenn wir kochen, machen wir immer Fleisch dazu. Oder zumindest wenn es möglich ist. Ist nicht immer möglich, aber wir grillen sehr gerne. Jo, genau, dann, nachdem es das Regen nachgelassen hat, so ziemlich fast direkt nach dem Essen, haben wir uns dann entschieden, tatsächlich mal die Tropfsteinhöhle mal von innen anzuschauen. Haben so einen geführten Tour mitgemacht. Ja. Mit so einer Fernbedienung sozusagen, wo man halt auch noch das deutsche Text dazu hören kann, weil wir sprechen ja kein Französisch, Frankreich wollte ich noch sagen. Französisch. Und ja, genau, also das war auf jeden Fall sehr interessant. Ob man jetzt mit der Kamera so gute Bilder davon gefangen hat, sei dahingestellt, aber wer die Möglichkeit dazu hat oder per Zufall, wie wir, dahin kommt, das war wirklich Zufall, ne? Das hast du nicht geplant, ne? Ja, ruhig reingehen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, war sehr beeindruckend, ja. Auf jeden Fall. Vor allem, am Ende war halt wirklich so ein ja, Tropfstein halt eben, was ausgesehen hat. Und da gab es halt eben auch den Text dazu, wie Madonna mit Baby war das, gell? Ja. Ja, also wer religiös ist, checkt da sowieso mehr durch als ich, aber Jungfrau Maria. ja, hier machen wir jetzt keinen Rallye-Unterricht draus, ne? Aber man könnte es auf jeden Fall da rein interpretieren. Von daher echt spannend, ja. Wobei ich fand eigentlich am allerbesten wirklich die Geschichte ganz am Anfang mit dem Schaf und dem Hüter da. Schäfer. Ah, genau. Der den Schaf retten wollte und so und Feen und sonst was. Also das ist irgendwie mir am meisten haften geblieben. Aber das war trotzdem schön, ja. Am Anfang könnte man meinen, dass es ewig teuer ist. Nee, ist es nicht. Also es ist wirklich voll beleuchtet, also das muss was gekostet haben. Und der Typ, der das erzählt, also wer Französisch kann, also das macht das echt toll eigentlich. Also wir haben sogar Kinderfragen gestellt. Ich frage mich echt, was sind das für Kinder? Weil ich kenne nur Kinder, die schweigen bei sowas. Ja, auf jeden Fall war sehr, sehr, sehr toll. Genau, dann Sind wir zum Campingplatz gefahren. Dann haben wir gedacht, der wäre geschlossen, weil der ganze Weg war auf einmal mit Bauarbeitern und LKWs und sowas versperrt. Aber zum Glück nicht. Zum Glück war so vorne dran die Baustelle anscheinend. Anscheinend bauen die ein neues Hotel da noch nebenhin oder sowas. Auf jeden Fall sind wir dann auf den Campingplatz da gefahren und ja, war auch recht gut. hast du gerade gewahren gesagt? Hab ich gefahren gesagt? Ich weiß es nicht, hast du Ich hab angehört. gefahren gesagt, glaube ich. Gefahren, ach so. Ja. Ja, gut. Okay, dann gefahren, genau. Gut, Campingplatz selbst war riesig, also wir hatten echt super viel Platz. Da waren fast bei jedem Abteil sozusagen auch Wäscheleien gehangen. Natürlich haben wir da Wäsche gewaschen, war ja klar. Da war ein Spülbecken direkt nebendran, was jetzt nicht so selbstverständlich ist, weil viele Campingplätze davor und danach, wo wir jetzt auch gewesen sind, sind eher so, dass man dann doch ein Stück laufen muss, bis man zum Spülbecken kommt und man teilt halt mit mehreren Leuten. Das haben wir nicht geteilt. Genau, direkt nebendran auch noch ein Grill. Natürlich haben wir es ausgenutzt. Es gab wieder Steak. Ja. Mit diversen Salatvariationen und natürlich Wein, was wir nicht aufbekommen haben, aber später gab es Wein. Der So Wein. aufbekommen, das ist das Problem. Mittagessen haben wir es noch nicht aufgemacht. Wir haben es nicht aufgemacht, aber nicht, weil wir es nicht aufbekommen haben. Aber wir haben nicht am Mittagessen Wein getrunken. Nein, beim Am Abendessen. erst danach, genau. Ja, der Campingplatz war nämlich auf dem Weingut. Wir haben da direkt auch noch Wein gekauft. Ja, aber gut geschmeckt, ne? Ja, war ganz gut, ja. Ja. Natürlich Weißwein, weil ich kein rotes trinke. Aber es hat trotzdem echt fruchtig geschmeckt. Gut,
Ja, der tatsächliche Grund, warum wir da waren, eigentlich überhaupt, warum sind wir da auf dem Campingplatz? Der eigentliche Grund war eigentlich Riley, weil Riley hat anscheinend ziemlich krank ausgeschaut. Die war die letzten 2 Tage einfach nur im Auto gelegen und hat sich nicht bewegt. Und dann haben wir uns gedacht, dann müssen wir vielleicht doch mal lieber zum Tierarzt gehen. Und es war auch ganz gut, dass wir hingegangen sind. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass sie eine bakterielle Infektion hatte. Gut, sie hat jetzt Medizin bekommen und alles und mittlerweile geht es ja auch wieder gut. Also es ist alles wieder in Ordnung. Es ist wieder quicklebendig, wie sie vorher auch war und springt wie wild durch die Gegend. Ja, also ich meine, ich liebe sowieso Tierarztbesuche, wäre es nicht so teuer, da wäre ich wahrscheinlich öfter als zu Gast, aber ich fand's auch, also generell in Frankreich trifft man eigentlich kaum Leute, die jetzt Englisch sprechen, aber der Tierarzt, also der hat das echt super gesprochen. Wobei ich auch fand, dass er am Anfang, wo wir hingegangen sind, besser gesprochen hat als am Ende, wo wir Riley abgeholt haben. Wahrscheinlich hat er dann zwischendurch so viel Französisch geredet, dass er schon mal vergessen hat, wie Englisch geht. Ja, nee, aber die Medikamente haben echt gut gewirkt, auch wenn die Riley ein bisschen sich gewehrt hat, Ja. sich so verarzten zu lassen, genau. Ja, aber immerhin sind wir alle wieder wohlauf, natürlich weitergefahren, aber davon in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ciao.